Heute stimmen wir auf über das Gesetzprojekt 510, den den Konsens über die Gehaltserkor betrifft, den Tisch der CGFP an der Regierung im Januar des Jahres aufgeschlossen ist. Auch ich proposiere natürlich meiner Fraktion, dieses Projekt mitzustimmen, weil wir die Kaufkraft gerne unterstützen. Jeder von uns hat gerne gut öffentlich und effikaz Service und natürlich geht es so, dass die zuständigen Beamten angemessen bezahlt gehen. Im Gegensatz zum Privatsektor sind Beamten sich durch eine automatische Anpassung von den Peinen alle 2 Jahre geschützt. Das aber auch nicht mehr bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Karriere. Der Mehrwert von der weiteren Erfahrung und kontinuierlicher Formation könnte der Rang dem Employer, also dem Staat, so gut. Das ist verständlich, dass Beamten von Zeit zu Zeit einen eigenen Anteil fordern. Die CGFP hat die Forderung unter anderem damit begründet, dass eine allgemeine Lohnerhöhung für den Verlust von der Kaufkraft zu kompensieren nötig wäre. Die Attraktivität vom Staatsdienst vis-à-vis vom Privatsektor zu erhalten, wäre die Anerkennung vom Einsatz von den Beamten an exigenten Zeiten wie während der Covid-Krise oder im Bereich von der Justiz und Gesundheit. Und den Erhalt vom sozialen Modell heute zu Lützeburg. Das sind grundsätzlich verständliche Punkte. Das ist ja auch die Aufgabe von einer Gewerkschaft, knallhart zu verhandeln und sich für seine Leute anzusetzen. Wir dürfen nicht vergessen, im Jahr 2024 hat der Staat ein defizitäres Budget von rund 1,9 Milliarden Euro gestimmt. Gucken wir, ob wir wirklich auf die Dose kommen oder ob wir packen, drinnen zu bleiben. Das entspricht 1,2% vom PIB. Die Regierung war man Versprechen von stabilen Finanzen und einem positiven Schereneffekt, wie den Herr Finanzminister das immer so schön nennt, angetreten. Eine Piste, über die den Herr Finanzminister den positiven Schereneffekt erreichen, war beim Staat mehr Gedämm neu anzustellen. Auch eine Lohnerhöhung, wie die beim Staat wie am Privatsektor bei einem defizitären Bilan nicht vorzustellen. Trotz diesem Defizit ist dieselbe Regierung aber bereit, 1500 neue Arbeitsplätze das Jahr im öffentlichen Dienst zu schaffen, wissend, dass rund 37.000 Leute am öffentlichen Dienst aktuell arbeiten. Was ist das getan? Darüber dürfen Sie sich für selber eine Meinung bilden. Zwischen 2015 und 2023 ist die Zahl von öffentlichen Arbeitsplätzen um 46% geklommen. Auf für was? Weil wir immer mehr auf die unkontrollierte Wurst hinsteuern, mir das will kein hören. Zum Kommuniqué vom Stadtwerk von letzten Donnerstag geht dafür, dass die meisten Ausstellungen 2024 auf den öffentlichen Sektor entfallen, mit einem Zuwachs von 4% im Jahr 2024. Aber wenn ihr dann aber im Vergleich zum Bausektor guckt, 2024, ein trauriger Rückgang von 4,3%. Als ADR will wir keinen Staat, der unendlich weist, mehr schlanken und effizienten Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert. Dazu gehört für uns eine Neuerstellung mit AMOS, eine hochwertige Formation kontinu kombiniert mit einer Priorität auf internen Platznausschreibungen. Aber was man noch schon erwähnt, eine kontinuierliche Digitalisation und einen Ersatz von KI, eine Simplifikation administrativ auf nationalem Niveau, die den Nummer verdient, ein neuer Approach vis-à-vis von Brüssel für die Zahl von Direktiven und Reglementen zu begrenzen, falls nötig, auch durch eine One-in, One-out-Regel, dass das Beamten endlich mal die können effizient umsetzen, die schon in Kraft sind. Kommen wir zurück zum Finanzierpaket. Mit einer Reihe Zusatzausgaben, notamment in der Défense, noch zu budgetisieren. Der Herr Gussi-Gras war für drüber gegangen. Eine Gestion en bon père de famille an Zeit von einer kontinuierlichen Konjunkturkrise bedeutet für uns, dass alle neue Depensen Anspuren an gleicher Höchst auf anderer Platz entgegenstehen. Herr Chamberspräsident, also der Stimme, wie ich schon anfangs gesagt, zum Gehaltserkor. Wir stehen noch zu den nächsten Generationen. Wir freuen uns als der. Wo gehen die aktuellen Zusatzausgaben angespart? Was geschieht, wenn Staatsfinanzen sich während der Konjunktur noch weiter verschlechtern? Soll in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass auch die Leute im Privatsektor massive Kaufkraft verloren haben. Den Index, so wie er funktioniert, kompensiert nicht wirklich die Realkosten von den Lebensausgaben. So gilt die Steuertabelle so sehr wie möglich anzupassen. Die Ökonomie stagniert, der Privatsektor kämpft. Und das trotz einem Index, wo wir zwar auch seit 4 wissen, dass wir Lorem den 1. Mai 2025, also morgen, mit 2,5% könnt. Wir geben nicht begrüßen, wenn die Regierung mit dem selbst guten Willen wie beim Gehaltserkor vom öffentlichen Dienst geben und Arbeitsgehen für den Privatsektor zu entlasten und wirtschaftlich zu stärken. Wir betonen seit Jahren, dass wir fehlt, das private Staat brauchen. Dafür dürfen Betriebe nicht übermäßig belastet gehen, für die Paie vom konkurrierenden Patron, der Tisch dem Staat, zu bezahlen.
Los mich zum Schluss von meiner Rede all die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst Merci sagen, die als Sicherheit garantieren, kann errichten, also viel unverzichtbar Dienste ausüben.